أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. O ihr Menschen, wir haben euch ja von einem männlichen und einem weiblichen Wesen erschaffen. Und wir haben euch zu Völkern und Stämmen gemacht, damit ihr einander kennenlernt. Gewiss, der Geehrteste von euch bei Allah ist der Gottesfürchtigste von euch. Gewiss, Allah ist allwissend und allkündig. Dankeschön. Willkommen zur allerersten Episode unseres Podcasts. Ich bin Shka und heute habe ich die Ehre, mit meinem Freund Hema zu sprechen. Hema hat in Suleimania im Bereich Medizintechnik studiert und lebt jetzt in Deutschland. Er ist ein praktizierender Muslim und hat auf seinem Lebensweg viele Herausforderungen gemeistert. In dieser Episode werden wir über seine persönlichen Erfahrungen, seinen Glauben und die Lektionen sprechen, die ihn geprägt haben. Bleiben Sie dran für eine inspirierende Geschichte von Durchhaltevermögen und Glaubensstärke. Kannst du bitte dich mehr vorstellen, Herr Hema Tefe? Vielen Dank, grüß dich, Herr Doktor, und hallo alle zusammen. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Ich heiße Hema Ali Said. Ich stamme von Kurdistan. Suleimani ist meine Stadt. Ich bin 25 Jahre alt und als ich in meiner Stadt gelebt habe, habe ich als Medizintechniker gearbeitet und auch studiert. Und jetzt bin ich in Deutschland, lebe ich in Deutschland sozusagen. Und momentan, also nur für temporäre Zeit, bin ich hier in meinem Heimatland mit sehr geehrter Herr Doktor. Ja. Dankeschön. Lass mich anfangen, dich zu fragen. Kannst du uns ein bisschen über deine Reise mit der deutschen Sprache erzählen? Wann und warum hast du angefangen, Deutsch zu lernen, bitte? Ja, eigentlich meine allererste Erfahrung mit der deutschen Sprache war in 2015. Okay. Wir haben also meine Familie und ich haben alle zu Deutschland eingewandert. Okay. Und da haben wir also die deutsche Sprache als Deutschkurs gelernt und wir haben verschiedene Deutschkurse besucht. Ich denke, also du weißt das bereits, das ist eine Pflicht für diejenigen, die nach Deutschland einwandern, die müssen die Sprache eigentlich beherrschen oder einfach lernen, um einfach zu integrieren. Das ist eine Pflicht sozusagen und das ist auch eine Anforderung für jeder, die in Deutschland leben will. Ich sehe. Ja. Und hattest du bestimmte Erwartungen, bevor du angefangen hast? Haben sich diese Erwartungen erfüllt? Also wenn es um die Sprache geht, meine Erwartung war so, dass, also ich kenne bereits Englisch, also bevor ich Deutsch gelernt habe, habe ich Englisch gewusst und auch ein bisschen Arabisch. Ich habe so mir vorgestellt, dass mit der englischen Sprache wäre die deutsche Sprache, also das Prozess fürs Lernen ist einfacher. Aber das war nicht so. Also
englische Sprache und deutsche Sprache sind eigentlich von derselben Familie, aber sie haben sehr viele verschiedene Sachen, die eigentlich nichts zu tun miteinander haben. Und ja, das war ein bisschen herausfordernd, ein bisschen schwierig. Ich gebe zu, dass die deutsche Sprache ist keine einfache Sprache, aber auch nicht sehr schwierige Sprache. Das ist mittig. Also wir haben sehr schwierige Sprachen wie Mandarin oder Französisch, aber Deutsch ist mittig für mich. Das war gut. Ich würde sagen, von 1 bis 10 würde ich sagen, 7 von 10 gebe ich für die deutsche Sprache, wenn es um meine Erwartung für die Schwierigkeit und für das Lernen und für das Prozess geht. Ja, das führt mich zu meiner nächsten Frage. Ja. Welche ersten Herausforderungen hattest du beim Deutschlernen? Also die erste Herausforderung für jeden Deutschlerner ist die Artikel. Der, die und das. Das ist nicht so einfach, denn die haben keine Regel. Also du weißt das nie, warum Sohn ist der. Das ist ein bisschen logisch. Also Sohn ist Sohn, das ist männlich. Aber du weißt das nie, warum Mädchen ist das, beispielsweise. Und wir haben viele verschiedene Worte in der deutschen Sprache, die einfach so sind. Man versteht das nicht, begreift das nicht und das ist einfach so. Und wenn man irgendeinen Artikel falsch sagt, dann kann dieser bestimmte Artikel, also ein ganzer Satz, also falsch machen, sozusagen. Also die Artikel sind die erste Herausforderung für jeder, die Deutsch lernen will, das würde ich sagen. Ja, klar. Ja. Und die folgenden Fragen werden über Lernmethoden und Strategien. Ja. Welche Methoden hast du benutzt, um Deutsch zu lernen? Gab es eine bestimmte Technik, die für dich besonders effektiv war? Also Fehler machen. Okay. Also die Mut zu haben, Fehler zu machen, ist ein Ding, was man meisten davon profitiert. Also die Deutschsprachler oder diejenigen, die Deutsch kennen, bemerken, dass ich momentan, wenn ich mit dir spreche, ich mache auch Fehler. Und das ist mir auch egal. Und ich entschuldige mich dafür nicht. Denn durch die Fehler wird man besser und besser und besser, bis man die Sprache herrscht. Das ist mein Methode. Aber ich habe auch andere Technik oder Wege benutzt, die gezielt für eine bestimmte Niveau nutzbar sind. Beispielsweise, ich habe eine Technik genutzt, heißt Spaced Repetition. Das bedeutet, dass man ein Wort beispielsweise heute lernt und man durch die Zeit, während der Zeit, also nächste Woche oder übernächste Woche und einen Monat, wird das immer repetiert zu lernen. Ja. Also ein Tag, danach und nach 3 Tagen und nach 7 Tagen und nach 15 Tagen. Das ist gut für die Wortschatz. Aber für die Sprache, man braucht Immersion. Man muss sich immersen. Also die Immersion und die Integration durch deutsche Filme, deutsche Podcasts, also Lieder, Arbeit, Klima, alles. Der Luft, was du damit lebst, muss deutsch sein. Also einfach so. Also das ist der einzige Weg, um eine Sprache besser kennen und besser damit sprechen zu können, sozusagen. Ja. Danke. Und hast du Sprachkurse besucht oder hast du eher autodidaktisch gelernt? Ich habe verschiedene Deutschkurse besucht, wie gesagt, im 2015, als ich sozusagen Kind war, also 15, 14 Jahre alt, war ich in einem Vorbereitungskurs für die Schule. Ich war 10 Monate da. Und danach habe ich in meinem Heimatland zurückgekehrt und ich habe fast alles vergessen, was ich da gelernt habe. Interessant. Ja, genau. Mein Leben ist ein bisschen komplex. Ne? Nach meiner zweiten Reise in 2021, habe ich etwa 3 bis 4 Deutschkurse besucht. Je nachdem waren die, von leicht bis zu schwer waren die hilfreich. Ich habe viel davon profitiert, gelernt und erfahrt.
Aber also die Sprache zu lernen ist eigentlich selbstständig. Man muss das selbst einfach damit sich beschäftigen. Und es ist nicht etwas, was man einfach in der Schule lernt oder in einem Deutschkurs lernt. Man muss das selbst machen. Das, du verstehst mich. Also, das ist nicht etwas, was man als Teamwork macht. Das ist etwas selbstständiger und ein bisschen, also, eigener sozusagen. Eigene Erfahrung. Genau darüber wollte ich auch sprechen, ja. Und die andere Frage ist, wie hast du, Entschuldigung, welche Apps, Bücher oder Online-Ressourcen haben dir besonders geholfen? Also wenn es um Ressourcen geht, habe ich zuerst Duolingo genutzt. Das ist ein sehr bekanntes App. Oh, die beste. Ja, ja, wahrscheinlich. Das war gut, aber das ist nicht genug, wenn man in höhere Niveaus in einer Sprache gehen will oder steigen will. Das ist nur für Grundkenntnisse und A1 zwischen also A1 A2 Niveau. Aber mehr als das braucht man also schwierige Sachen. Beispielsweise YouTube, Podcasts. Also es gibt einen besonderen YouTube-Channel, okay. Heißt Easy German. Easy German. Ja, also es gibt Meetings, Interviews auf der Straße und es gibt verschiedene Themen, die sehr interessant sind. Das hilft man sehr. Das habe ich genutzt. Ja. Danke. Und wie hast du dein Hörverständnis und deine Aussprache verbessert? Also, das ist nicht so einfach. Man muss viel hören, eigentlich viel zu viel. Man muss mehr hören auf Deutsch, als man auf seine oder ihre Muttersprache hört. Das ist richtig, beide für die Hörverständnis und auch die Aussprache. Für die Aussprache habe ich auch also eine besondere Methode gehabt mit einem Lehrer. Okay. Und das hat mir eigentlich sehr geholfen. Wir hatten jede Woche 2 bis 3 Tage nur Ausspracheunterrichten. Also Unterrichten nur besonders geeignet gezielt für die Aussprache. Das war gut, aber Hören ist etwas sehr, sehr Wichtiges dafür. Also für beide für die Aussprache und auch Hörverständnis. Ja, ich finde deinen Ansatz sehr spannend. Was hat dir mehr geholfen? Grammatikregeln lernen oder einfach durch Konversation und Praxis zu lernen? Beide sind eigentlich effektiv. Also Grammatik braucht man auf jeden Fall, um eine Basis zu erstellen. Okay. Und auch einen Grund zu haben. Also Grammatikregeln kann man dabei eigentlich sehr helfen. Aber also die Konversation und Praxis spielt auch eine sehr wichtige Rolle. Okay. Denn wenn man beispielsweise eine Arbeit hat, dann muss man die Sprache sprechen. Das ist nicht wie etwas ehrenamtlich oder ein Will oder etwas wie ein Hobby. Das ist ein Muss. Wenn du die Sprache nicht kennst, dann wirst du entlassen. Also der Chef willst du einfach nicht. Das ist einfach die Logik zwischen der Chef und dir, wenn du die Arbeit hast. Das ist einfach so. Also ich würde sagen, für höhere Niveaus braucht man Praxis und Konversation und praktisch. Okay. Und also für niedrigere Niveaus braucht man Grammatikregeln mehr. Es ist keine Option, es ist Muss. Ja, also Praxis ist Muss, auf jeden Fall. Also wenn du zu Arzt gehst und wenn du nicht kennst, wie man Kopfschmerzen sagt, ja, dann hast du Probleme. Ja. Dann hast du immer noch deine Kopfschmerzen und hast du nichts gemacht. Einfach dich, also... Ja. Ja, verstehst du mich, ne? Ja. Okay.
Was hat dir mehr geholfen? Und lass uns sprechen über Schwierigkeiten beim Deutschlernen. Und die erste Frage ist, was sind deiner Meinung nach die schwierigsten Aspekte der deutschen Sprache? Lass uns das mal genauer betrachten. Ja, also nach den Artikeln, was man als Anfänger begegnet, würde ich sagen, also die schwierigsten Aspekte der deutschen Sprache ist eigentlich erstens die Aussprache. Also du kannst jetzt bemerken, dass ich auch manchmal stotter, denn also die Aussprache von der deutschen Sprache ist etwas anders wie andere Sprachen. Ja. Und zweitens ist die Verben. Beispielsweise wir haben, Warum Verben? ich gebe dir ein Beispiel. Beispielsweise wir haben der Zug. Zug bedeutet Train. Okay. Aber Zug nutzt man auch in Verben und das hat eine sehr verschiedene Bedeutung. Beispielsweise Umzug. Also man zieht von einer Wohnung nach einer anderen Wohnung um. Das ist Umzug. Aha. Oder Anzug. Bedeutet man zieht einen Anzug an für beispielsweise eine Party. Okay. Das ist ein Anzug. Auszug. Man braucht einen Auszug vor einer Bank. Oder man braucht Auszug vor den Chef oder vor die Arbeit. Also jede Verb mit ein Kleinigkeiten Veränderungen hat verschiedene Bedeutungen. Und das ist sehr, sehr nervig. Das finde ich, soweit finde ich die schwierigste Aspekt oder der schwierigste Aspekt der deutschen Sprache. Interessant. Ja. Gab es eine Phase, in der du dachtest, du kommst nicht weiter? Wie hast du dich motiviert, weiterzumachen? Ja, also die Phase, wenn man denkt, dass man nicht weitergehen kann, bekommt man ständig. Also von A1 bis B1 und so weiter. Und immer noch. Denn, wie du bereits weißt, die Sprache ist nicht etwas, was man einfach beherrscht und gibt nichts Neues. Es gibt immer was Neues. Immer was Neues. Das ist wie ein Meer sozusagen. Und je mehr du dich damit beschäftigst, desto mehr du lernst. Dann musst du immer Tempo geben, immer Gas geben, immer lernen. Aber diese Erfahrung hatte ich zwischen B1 und B2. Denn zwischen diesen Niveaus ist ein großer Abstand, meiner Meinung nach. Denn ich habe auch B1 nicht gelernt. Ich habe einfach A2 gelernt und ich habe meinen B1-Prüfung nur mit A2 Deutschkurs bestanden. Also für mich war das sehr, sehr schwierig, von B1 nach B2 einzusteigen. Ja. Gibt es bestimmte deutsche Wörter oder grammatische Strukturen, die dir immer noch schwer fallen? Ja, unbedingt. Täglich. Momentan mache ich meine praktische Prüfung vor dem Führerschein. Und es gibt ein Wort, das heißt die Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung. Okay. Das bedeutet, wenn wir eine Straße haben und die Straße müssen wir nur mit 30 Kilometer hinfahren, müssen wir nicht mehr als 30 Kilometer hinfahren. Also müssen wir nicht mehr, 35 oder 40 Kilometer hinfahren. Das heißt, wir begrenzen die Höchstgeschwindigkeit. Und das heißt Höchstgeschwindigkeit. Das ist ein Wort, was sehr meist genutzt wird. Und das benutzen wir täglich. Oder echt. Oder andere Wörter, die ich jetzt nicht mich erinnern kann. Sorry. Ja. Lass uns sprechen über andere Topic. Ja. Und es ist Erfahrungen und Eindrücke. Und die Frage ist,
Gibt es lustige oder peinliche Momente, die du beim Deutschsprechen erlebt hast? Wie siehst du das, Herr Hemmer? Sag. Ja, oh ja, Mann. Also ich hatte eine Erfahrung in meinem Deutschkurs letztes Jahr, oder ne, vorletztes Jahr, also vor 2 Jahren. Ich habe das Wort fressen neulich gelernt. Also das war sehr neu für mich und ich habe so verstanden, dass fressen ist Synonym für begreifen oder verstehen. Und es gab etwas auf der Tafel und ich habe das nicht verstanden und ich habe gesagt, bitte, ich hab das nicht gefressen und die Lehrerin hat gesagt, was sagst du? Ich habe das nicht gefressen. Fressen. Verstehst du das nicht? Ich hab mich geärgert und so weiter. Und sie hat gesagt, Mann, ne, also Fressen ist etwas anderes. Also Fressen ist genauso wie Essen, aber das benutzt man für Tiere. Also das ist etwas ganz anderes als Verstehen. Und das war sehr peinlich für mich. Und ja, man bekommt peinliche Momente, aber das geht. Und ja. die Loss in den Kopf? Loch, ja. Loch, ja. Ja, das hat meine Kollegin mir erzählt. Ich habe gesagt, brauchst du dieses Spigot? Und er hat gesagt, ich brauche das wie ein Loch im Kopf. Ich habe gesagt, okay, dann hier ist das. Mann, ich brauche das nicht. Und, dann habe ich so verstanden, ein Loch im Kopf braucht man nie und dann, ja, das ist eine Redewendung. Das ist nicht so einfach zu verstehen. Ja, das stimmt. Ja. So, eine weitere Frage diesem Thema wäre, wann hast du dich das erste Mal wirklich sicher gefühlt, wenn du auf Deutsch gesprochen hast? Also, erstes Mal erinnere ich mich nicht, aber man braucht immer Übung. Okay. Wenn man die Sprache nicht übt, wie jetzt, wie ich mit dir spreche, das ist seit 20 oder 22 Tagen, die ich nicht sehr viel mit der Sprache gesprochen habe, kannst du das bemerken, dass meine Sprache ein bisschen verschlechtert wurde. Man braucht immer die Übung mit der Sprache. Das ist sehr, sehr wichtig. Also es gibt keinen Moment oder keine bestimmte Phase, wo du sagst, ja, jetzt bin ich reif, ich bin gut mit der Sprache, ich kann gut damit gehen und brauche ich gar nicht und mache ich nicht mehr, ja, bin ich gut genug und ich habe die Sprache gelernt. Nein, es gibt sowas nicht. Yani, man muss immer und immer Wörter kennen und kontaktieren und die Sprache einfach, es gibt ein besonderes schönes Wort, aber ich habe das vergessen, aber ja, finden einfach. Gehen und finden und suchen, genau. Ja. Wie hat sich dein Blick auf die deutsche Sprache verändert, seit du sie lernst? Ich habe die Tempo der Sprache als sehr schnell geschätzt. Die Tempo, was die Leute damit sprechen, ich habe die so gesagt, dass die Tempo sehr, sehr schnell ist. Und die Leute bemerken das nicht, dass sie sehr, sehr schnell sprechen, aber eigentlich ist das nicht das Thema, sondern die Aussprache macht das so, dass man so fühlt, dass die Tempo schnell ist. Und ich habe so gedacht, dass die Sprache hat keine Logik, also ist nicht logisch, aber das ist nicht das Thema auch. Ich finde die Sprache als eine sehr logische Sprache, denn sie haben sehr viele schöne Wörter und wir haben immer irgendein Wort für irgendein etwas. Das finde ich sehr, sehr schön für die Sprache. Und genau deswegen haben sie Goethe, haben sie Freud, haben sie also sehr bekannte Personen in der Welt, denn also ein Grund dafür finde ich und würde ich sagen, dass es die Sprache ist, denn sie haben eine sehr reiche Sprache. Gibt es kulturelle Aspekte der deutschen Sprache oder Mentalität, die dich überrascht haben? Die Pünktlichkeit. Ja, wenn man irgendeinen Termin hat und wenn man nur eine Minute verspätet, dann bekommt man Ärger.
Sie sagen deutschen Zeit, nicht kurdischen Zeit. Ja, deutschen Zeit, ja genau, also die deutschen Zeit, also die eine Minute, also 60 Sekunden, nicht bei uns, also kurdische Minute ist etwas anders, also bei uns kann das bis zu eine Stunde dauern. Ja, und die Pünktlichkeit und die Ernsthaft und die Arbeitsklima, was wollte ich sagen, die haben mich positiv überrascht. Und das schätze ich sehr, dass ich das gelernt habe und einfach geliebt habe. Denn die sind sehr, sehr schöne Sachen, die man von den Deutschen und der deutschen Kultur einfach übernehmen kann. Ja. Ja. Und Tipps für andere Deutschlernende. Was würdest du jemandem empfehlen, der gerade erst mit Deutsch anfängt? Sei schamlos. Einfach so. Sei schamlos. Mach Fehler. Also, wenn jemand dieses Podcast hört, findet man, dass ich viele Fehler mache. Aber das ist mir egal. Denn ich bin immer noch in der Phase, wo ich die Sprache lerne. Also, ohne Fehler lernt man gar nichts. Also stell dir vor, wie hast du in Kindheit die Muttersprache gelernt? Das ist... Entschuldigung, könntest du das vielleicht noch etwas näher erklären? Ja, also wenn man also die Perfectionism braucht, dass man alles perfekt will, dass man keinen Fehler macht, dann versucht man nicht. Versucht man nicht zu sprechen, versucht man nicht zu kontaktieren, versucht man nicht. Denn man wird nie perfekt. Man muss immer Fehler machen, um zu verbessern. Und das ist ganz egal. Also wenn du mit einer wenn ich mit einem Deutschsprachler spreche, dann das ist für sie ganz egal, ob ich einen Artikel richtig sage, ob ich dies und das richtig nenne und so weiter und so fort. Die Hauptsache, der Hauptziel der Sprache ist das Verstehen, das Verständnis. Man muss dich verstehen. Also ich nutze die Sprache als ein Tool. Verstehst du ein Tool? Ja. Also Tool habe ich jetzt momentan vergessen, wie war das auf Deutsch, aber also ihr könnt es verstehen. Also das ein Tool fürs Verständnis. Nichts mehr. Und ja, das alles. Tool? Tool. Zum Beispiel Werkzeug? Genau. Ja. Wie ein Werkzeug. Genau, ja, kann man so sagen. Ja. Und die nächste Frage ist, welche Fehler sollte man beim Lernen unbedingt vermeiden? Wie gesagt, nicht Fehler zu machen. Das ist ein Fehler. Man muss Fehler machen. Ja, nicht Fehler zu machen ist ein Fehler. Und also schämen ist auch ein Fehler. Man muss nicht schämen. Und auch für diejenigen, die Englisch kennen, also Englisch zu sprechen in einem Land, wo die Mehrheit davon Deutsch sprechen, ist auch ein Fehler. Denn du denkst so, dass du die Sprache nie brauchst und du kannst alle deine Sachen auf Englisch verdeutlichen und schildern. Okay. Genau deswegen nutzt man die Sprache nicht und bekommt man die Sprache nicht. Ich höre dich. Ja. Ich höre dich. Du hast vollkommen recht. Ja, Danke. Dankeschön. Wenn du die Möglichkeit hattest, die Sprache in der Zeit schneller zu lernen, was würdest du anders machen? Es gibt ein Buch, heißt Fluent Forever. Und es gab etwas... Buch? Nein, das ist ein Buch von einem amerikanischen Autor, denke ich. Okay. Ich denke, er kennt mehr als 15 Sprachen. Ist ein Polyglott. Okay. Und er hat einen Weg empfohlen für die Anfänger. Und das ist zwar 500 Wörter in jeder Sprache. Wenn man die lernt, kann man 8000
Grundsätze damit erstellen. Das hilft man sehr. Das ist meine Empfehlung. Für alle, die eine Sprache lernen wollen, ist das ein guter Weg. Und auch die Sätze, die man häufig braucht, beispielsweise beim Flughafen, beim Bahnhöfe, also Kaufcenter und so weiter und so fort. Wenn man die lernt als einen Satz, dann kann man die ein bisschen danach besser bearbeiten und auch besser kennen. Ja, das ist meine Empfehlung. Und sei nicht sehr, sehr viel beschäftigt. Bitte sei nicht sehr viel beschäftigt mit Grammatik. Grammatik ist ganz egal, wenn man ein gewisses Niveau erreicht. Ein gewisses Niveau. Ja. Das kannst du bemerken. Das ist auch ein grammatischer Fehler, aber das ist egal. Also die Leute verstehen das. Wenn man ein gewisses Niveau erreicht, ist Grammatik automatisch und muss man nicht mehr damit bemühen. Das ist meine Empfehlung. Das ist ein interessanter Punkt, Hermann. Ja. Danke. Und wie wichtig findest du es, in Deutschland oder mit Muttersprachlernen zu leben, um die Sprache richtig zu lernen? Das hat viele Vorteile. Okay. Von Anfang an kann man sich besser integrieren. Aber ich weiß nicht, also meine Erfahrung nach würde ich sagen, mit den Muttersprachlern braucht man ein höheres Niveau, um die Sprache, um von den anderen Muttersprachlern profitieren. Ja, das ist einfach meine Meinung. Denn wenn du mit A1 mit einer Muttersprachler sprichst, dann verstehst du gar nichts. Dann das macht nichts. Dann bekommst du gar nichts. Dann musst du ein bestimmtes Niveau haben, um von diesem Methode vorteilhaft rauszukommen. Das würde ich sagen. Genau. Dankeschön. Und das letzte Thema ist Abschlussfrage. Ja. Und die Frage ist... Warum Abschluss? Ich will mehr. Wie fühlst du dich jetzt nach 3 Jahren? Bist du zufrieden mit deinem Fortschritt oder gibt es noch Dinge, die du unbedingt verbessern müsstest? Ja, also vor 3 Jahren ist meine Sprachkenntnisse, meine Deutschkenntnisse gut, genügend, so würde ich sagen, aber nicht ausreichend für mich. Denn ich will zukünftig in Deutschland studieren. Also meine Ziele, also meine Sprache für meine Ziele reicht einfach nicht. Also sorry. Denn ich muss mich verbessern und ich muss mich besser und mehr konzentrieren auf die Sprache. Aber vor 3 Jahren finde ich das gut. Findest du das nicht? Ich arbeite jetzt als Verkäufer und ich kann problemlos mich verständigen. Und ich habe viele Kollegen, die ich auf Deutsch unterhalten kann. Einfach so. Ich bin überzeugend. Ja, das finde ich gut. Und leider sind wir am Ende dieses Podcasts angelangt. Wir werden wiederholen, inshallah. Wir wiederholen. Vielen Dank, Herr Hemmer, dass du als erster Gast in unserem deutschen Podcast dabei wirst. Es war uns eine große Freude, dich begrüßen zu dürfen.
Und danke schon, sehr danke, Dankbarkeit. Ich bedanke mich für diese Chance, Herr Doktor, und ich bedanke mich auch für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Und das war gut, mit dir zu sprechen, und ich hoffe, dass wir uns wieder sehen, zukünftig in den nächsten Episoden. Inshallah. Ja, auf Wiedersehen. Dankeschön. Salam alaikum, auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao, ciao.